Morgens 6:30 Uhr. Für Christine Eckert beginnt der Alltag. Ich streiche jetzt die Pausenbrote für meinen Sohn und meine Tochter und dann packe ich noch Getränke dazu. Sohn Levian ist 3, Tochter Emily 9. Was willst du auf dein Brot? Marmelade oder Nutella? Nutella. Siehst du dich an? Hast du deine Sachen gefunden? Kemen, du hast ja solche Haare. Nur noch ein bisschen, ein ganz kleines bisschen. Mach A, ich helfe dir. Bis hinter. Gut, machst du das. Ja, spuck's aus. Das ist schon eine Herausforderung. Ich muss hier und da schauen, immer hinterher sein und kontrollieren, dass alles passt. Darum brauche ich ganz viel Struktur. Ich muss ja schließlich alles übernehmen. Willst du ein Haus bauen? Für Nelio 5, die 3-jährige Melina und den 2-jährigen Levio hat der Tag ebenfalls bereits begonnen. Wir haben noch die blaue Box. Da sind noch mehr Spielsachen drin. Ja. Ich bin jeden Abend immer so kaputt und müde, wenn ich nach Hause komme. Ich muss alles alleine machen. Ich besuche die Schule, den Qualifizierungskurs für Hörgeschädigte in Essen. Derzeit suche ich einen Teilzeitjob und muss dafür Bewerbungen schreiben und üben. Und am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, muss ich immer auch noch den restlichen Haushalt machen, obwohl ich müde und kaputt bin. Das gehört halt auch dazu. Lina Fink und ihr 4-jähriger Sohn Toni sind ebenfalls schon aktiv. Da gibt es vieles. Vor allem, wenn ich krank bin, dann kann ich mir mit Kind nicht überlegen, ob ich das hier alles abgeben kann. Da gibt's nur eins: Zähne zusammenbeißen und durch. Auch finanziell ist es schwierig. Das, was wir vom Staat bekommen, reicht nicht. Durch die Inflation und die steigenden Preise kamen mehr Ausgaben auf mich zu. Das belastet mich schon. Und dass ich nie abschalten kann und Ruhe finden. Knapp 1,5 Millionen Alleinerziehende gibt es in Deutschland. In 9 von 10 Fällen sind das die Mütter. Alleinerziehend bin ich seit Anfang Sommer 2022 bis jetzt. Ich bin schon über 2 Jahre lang alleinerziehend. Ich bin schon seit meiner ersten Schwangerschaft alleinerziehend. Jetzt habe ich 3 Kinder. Ich bin nun 5 Jahre lang alleinerziehende Mutter. Kurz vor 8. Levian wird für den Kindergarten abgeholt. Heute kannst du mit den Kindern spielen, ja. Er ist von morgens bis 16 Uhr im Kindergarten. Also Kindergarten und Nachmittagsbetreuung. Tschüss, Bussi. Tschüss. Tschüss, Emily. Tschüss. So, ziehst du dich jetzt an?
Kurz nach 8. Lina Fink bringt Sohn Toni in den Kindergarten. Während der Corona-Zeit war es richtig schwierig, Kontakt aufzunehmen. Es gab nur eine Telefonnummer. Eine E-Mail-Adresse gab es nicht oder es war schwierig, eine zu finden. Unter den Corona-Bedingungen war es auch sehr schwierig, den Kindergarten zu erreichen. Dazu kam, dass damals alle Kindergärten ausgebucht waren. Ich musste also ein halbes Jahr auf einen Platz warten. Für ein paar Kinder hat der Kindergarten dann eine Ausnahme gemacht. Und wir hatten dann halt Glück. Marinas Kinder sind schon im Kindergarten. Nun kann sie sich um anderes kümmern, einen Beruf. Wer hat denn so ein Vorstellungsgespräch schon mal erlebt? Ich war schon mal bei einem. 3 Monate lang besucht Marina nun einen Kurs bei der Handzeichen GmbH in Essen. Wer möchte so eine Gesprächssituation denn mal üben? Wer traut sich? Na? Du? Du machst das. Ja, klar. Du kannst das. Ja, ich hätte schon Lust, das zu üben. Das ist wichtig für mich, auch für die zukünftige Arbeitssuche. Ich habe eine 3-jährige Ausbildung als Beiköchin begonnen. Ich musste sie aber dann leider im letzten Jahr abbrechen, weil ich schwanger wurde. Jetzt suche ich einen Teilzeitjob. Beruflich suche ich sowas wie Büroassistenzhelferin, Verpackungshelferin, Schleiferin oder ähnliche leichte Berufe. Das könnte ich mir vorstellen. Hallo, guten Tag. Ich heiße Marina Ossenkemper. Ich habe heute einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Stimmt. Schön, dass Sie hier sind. Kommen Sie doch rein. Nehmen Sie Platz. Danke. Sind Sie gut hergekommen? Ja, hat alles gut geklappt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war ich in einer halben Stunde hier. Gut. Sie haben Kinder, richtig? Wie sieht das dann mit Ihrer Arbeitszeit aus? Wie können Sie arbeiten? Ja, ich habe 3 Kinder. Deshalb suche ich einen Teilzeitjob. Ich könnte bis zu 20 Stunden pro Woche arbeiten. Wir bieten hier unterschiedliche Dinge an. Zuerst bereiten wir alles vor, damit die Bewerbungsunterlagen sauber und korrekt sind. Dann gibt es eine Menge Unterricht zum Thema Arbeitswelt. Bei Marina weiß ich, dass sie alleinerziehend mit 3 Kindern ist. Deshalb gebe ich ihr immer wieder Tipps, zum Beispiel, wie sie ihr Zeitmanagement verbessern oder wie sie ihre Familiensituation gut ordnen kann. Ein anderer Teil unseres Unterrichts ist das Üben von Vorstellungsgesprächen. Da geht es dann um typische Fragen, die ein Chef wissen will. Marina hat das schon ganz gut gemacht. Und sie weiß, wie sie damit umgehen soll. Und wenn sie dann wirklich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, muss sie nicht allein hingehen. Ein hörender Mitarbeiter von uns, ich oder mein Kollege, kann sie zusätzlich begleiten und so die Kommunikation unterstützen. Da. Super. Super gut. Klasse. Top. Auch Lina versucht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Das hier habe ich selbst zusammengestellt. Ich habe die Spielsachen von meinem Sohn gemopst und sie fotografiert. Ziel der Aufgabe ist eine Kommunikationssituation, in der 2 Personen sich gegenüber sitzen. Die eine hat das Blatt vor sich, wobei ihr Gegenüber die Fotos nicht sieht. Dann gebärdet die Person mit dem Blatt zum Beispiel Auto. Der Übungspartner versucht, die Gebärde zu verstehen, muss dann den Gegenstand suchen oder holen und gleicht ab, ob Gebärde und Gegenstand zusammenpassen. Das ist nur ein Beispiel.
Angefangen habe ich in Nürnberg mit einem freiwilligen sozialen Jahr, FSJ. Ich hatte mir da was im sozialen Bereich gesucht, weil das zu mir passt. Dann war ich Individualpflegekraft in Würzburg. Ich wollte dann die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistenz machen. Die gab es interessanterweise in Rendsburg. Danach bin ich dann nach Hamburg gezogen und habe in der Ausstellung Dialog im Stillen als Guide Führungen angeboten. Das ging knapp 3 Jahre lang. Ich bin dann nach Heidelberg umgezogen, um dort eine Familie zu gründen. Auf meinen Beruf habe ich in der Zeit einfach verzichtet. Als ich alleinerziehend wurde, bin ich wieder zurückgezogen. Hierher, in meine Heimat. Jetzt möchte ich beruflich nochmal neu anfangen, als Gebärdensprachdozentin. Dafür nehme ich im Moment an einem Online-Kurs teil und gleich geht's los. Wenn alle versorgt und aus dem Haus sind, mache ich was für mich. Denn Schönheit ist mir wichtig. Haare, Gesicht, das ist mir wichtig. Gutes Aussehen ist Christine auch beruflich wichtig. Sie ist Influencerin. Auf Instagram hat sie inzwischen über 43.000 Follower. Guten Tag. Bin heute gut drauf, weil ich mich morgen mit einer Freundin auf einen Kaffee treffe. Und ich liebe Kaffee. Ciao. Anfangs, also bevor ich Influencerin wurde, war das für mich nur ein Hobby gewesen. Ich habe aus Interesse gepostet, meist nur ganz einfache Posts. Lange habe ich verschwiegen, dass ich gehörlos bin. Irgendwann wurde Gehörlosigkeit mein Thema. Schließlich wurde ich schwanger und dann kamen immer mehr Themen dazu. So bin ich dann als Influencerin durchgestartet und mache das bis heute. Jetzt wird's wieder frühlingshaft. Wenn ihr mögt, habe ich für euch wieder einen Code. Da könnt ihr bestellen und nebenbei auch noch ein Schnäppchen machen. Ciao! Sobald die Kinder in Kindergarten und Schule sind, klappt das mit meinem Beruf. Der Vorteil ist, ich bin flexibel. Ich entscheide, wann und wie viel ich arbeite. Also mal so, mal so. Aber auch im Urlaub oder bei Freunden muss ich immer ein bisschen arbeiten. Die Arbeit begleitet mich überall hin. Das ist so, naja, Kinder und Beruf parallel zu managen, da komme ich schon mal an Grenzen. Aber ich schaffe das, wenn ich im Vorfeld alles organisiere und vorbereite. Doch kurzfristig komme ich ins Trudeln. In Essen ist Marina nun auf dem Weg zum sogenannten Förderplangespräch. Hallo. Gut, dass du da bist. Du weißt ja, dass wir heute das Förderplangespräch führen. Wir werden genau darüber reden, was du bisher beruflich gemacht hast und was du dir für die Arbeit noch wünschst. Okay? Und dann bereiten wir auch die Bewerbungsunterlagen vor. Gut, alles klar? Super, dann notiere ich mit. Im Kindergarten gibt es 45 Stunden Betreuung pro Woche, von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Das heißt, ich kann in Teilzeit so von 9 bis 14 Uhr arbeiten. So ungefähr. Hallo. Hallo. Geht's dir gut? Alles gut. Bei dir auch? Ja. Wollen wir ein Stück gehen? Einkaufen? Einkaufen, ja. Marina ist taubblind. 2-mal pro Woche hilft ihr deshalb eine Taubblindenassistentin. Ich glaube, ich brauche nichts. Schauen wir weiter? Okay. Ich brauche Unterstützung beim Einkaufen, bei Arztbesuchen, bei Wochenendausflügen. Da habe ich immer Bedarf an Assistenz. Es ist Mittag und Marina holt zusammen mit ihrer Assistentin die 3 Kinder vom Kindergarten ab.
Viel Unterstützung habe ich nicht. Die TBA und im Notfall helfen mir auch meine Eltern. In unserer Familie sind alle berufstätig. Viel Unterstützung habe ich da leider nicht. Aber es klappt schon. Mit dem Kindsvater haben wir schon seit 2 Jahren keinen Kontakt mehr. Da gibt's ein Kontaktverbot. Bei mir ist es meine Familie. Vor allem meine Mutter. Also, wenn ich im Krankenhaus bin oder Termine habe, dann ist sie meistens da. In Notfällen ist vor allem meine Mutter immer da und übernimmt. Auch andere aus der Familie, mein Bruder und andere Verwandte, aber auch enge Freunde. Da ist mir der Austausch wichtig und dass wir zusammen Zeit verbringen. Meine finanzielle Situation ist schwierig, da helfen sie mir. Zum Beispiel mit Klamotten für meinen Sohn. Dafür bin ich dankbar. Manchmal tauschen wir auch. Mein Ex hat nur Umgangsrecht. Er kommt zu den Terminen, aber nicht spontan. Bis jetzt unterstützen mich meine Eltern am allermeisten. Manchmal hilft auch der Vater. Wenn es mal zeitlich eng wird, dann übernimmt er die Kinder. Aber das klappt nicht immer, weil der Kindsvater auch arbeitet und er auch sein eigenes Leben führt. Meine Eltern sind schon alt. Deshalb hatte ich mir auch schon überlegt, ob ich da jemanden brauche. Vielleicht eine Tagesmutter oder so. Das sind bis jetzt nur Überlegungen. Ich habe da noch nichts entschieden. Sonntagvormittag. Christines Mann Ringo kommt vorbei. Die beiden leben getrennt. Hoch! Ringo und Christine haben das gemeinsame Sorgerecht. Im Sommer war die Situation schwierig. Wir hatten Probleme und es gab viele Spannungen. Von September bis heute hat es sich beruhigt. Nee, das war im Oktober. Nochmal, das war Oktober. Oktober? Ja, kann sein. Ich weiß das nicht mehr genau. Da wurde es dann ruhig. Wir haben uns getroffen, geredet und Frieden geschlossen. Jetzt haben wir wieder normalen Kontakt. Wie das im Sommer gelaufen ist, hat alles verändert. Da musste ich plötzlich die ganze Verantwortung übernehmen. Da war ich erst mal ziemlich durcheinander. Ich habe mich aber durchgekämpft und Lösungen gefunden. So haben wir das geschafft. Gefreut hat mich, dass seit Oktober der Kontakt zwischen ihm und den Kindern wieder möglich ist. Davor war das durch die ständigen Konflikte, die auch über die Kinder liefen, nicht möglich. Die Kinder hatten eigentlich keinen Vater. Wichtig war es, eine gemeinsame Lösung für die Kinder zu finden. Konflikte bringen keine Lösung. Wichtig ist, dass der Vater Kontakt zu den Kindern hat. Das hat seither ganz gut funktioniert, trotz Höhen und Tiefen. Alle 2 Wochen im Wechsel übernehme ich die Kinder. Immer in Absprache mit Christine. In 2 Wochen übernehme ich, dann wieder sie, dann ich. Aber ich vermisse die Kinder schon, weil wir uns so wenig sehen, ja. Sind die Kinder aus dem Haus, kann Christine sich auch mal eine kleine Auszeit gönnen. Ich kann Alleinerziehenden nur empfehlen, sich auch Zeit für sich zu nehmen. Das ist wichtig. Es hilft beim Stressabbau und um zur Ruhe zu kommen. Immer nur Stress, Beschäftigung und Aufregung geht nicht. Zur Ruhe kommen und auf sich selbst schauen ist wichtig. Ebenso wie positives Denken und Sport. Alleinerziehend zu sein, birgt ein hohes Armutsrisiko. Über 40% der Alleinerziehenden fühlen sich finanziell unter Druck. Mehr als jeder 3. Haushalt von Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern
ist deshalb auf staatliche Leistungen angewiesen. Ich bekomme Bürgergeld. Unterhaltsvorschuss, Kindergeld, der LVR zahlt noch was dazu. Wohngeld bekomme ich erst, wenn ich eine neue Arbeit gefunden habe. Dann muss ich den Antrag wieder ändern, weil ich suche ja jetzt einen Job in Teilzeit. In einem Notfall würden mich auch meine Eltern und die Familie unterstützen. Alles in allem klappt das bei mir mit den finanziellen Leistungen super. Lina hat da größere Sorgen. Schau mal. Schau, Das bist du. die sieht aus wie ich. Aber in hell dunkelblau haben wir ja beide an. Vielleicht wäre das was für die Oma, hm? Nicht schön? Ah, zum Auseinanderziehen. Magst du sowas? Aber man braucht da Geld. Oh, du hast Glück. Meine finanzielle Situation ist, ich bekomme Bürgergeld, Unterhalt vom Vater und Kindergeld. Das war's. Mehr habe ich nicht. Damit alle Ausgaben zu bestreiten, ist schon schwierig. Und jetzt seit Corona und mit dieser Energiekrise, mit dem Krieg, da steigt die Inflation. Da ist das Geld nur so weg. Da ist nicht genug da. Früher war das, was ich mir von dem Geld kaufen konnte, okay. Aber jetzt kann ich mir mit der gleichen Summe nur noch ganz wenig in den Einkaufswagen packen. Und dazu kommt die Teuerung. Überall muss man mehr bezahlen. Das ist schon hart. Ich muss neu mit dem Geld umgehen lernen oder mich umstellen. Das ist schon sehr anstrengend. Ja, ich mache mir Sorgen. Wie gesagt, ich muss mich umstellen. Aber wie das geht, mal sehen. Montagvormittag. Christine und Lina treffen sich in Würzburg. Geht's gut? Ja, ich freue mich, dass wir uns treffen. Ist ja schon so lange her. Wartest du schon lang? Nein, nein, alles gut. Komm, setz dich. Danke. Lina und ich sind schon über 25 Jahre befreundet. Wir sind uns in der Schule begegnet und haben uns auf Anhieb verstanden. Als wir älter wurden, zog sie weg. Wir blieben aber in Kontakt. Nur war ihr neuer Wohnort so weit weg. Deshalb sahen wir uns nicht mehr persönlich. Wir schrieben uns noch, aber der Kontakt wurde weniger. Als ich erfahren habe, dass sie wieder zurück in der Nähe von Würzburg ist, freute mich das sehr. Und dann ist sie auch noch alleinerziehend. Da war sofort die alte Verbindung wieder da. Das war mega. Seitdem haben wir uns regelmäßig getroffen und zu allen möglichen Themen ausgetauscht. Momentan ist unser Thema Erziehung. Das ist so wichtig. Ich habe so viele Fragen und darf sie echt alles fragen. Sie hat so viel Wissen und Weitblick. Wir quatschen natürlich auch über alle möglichen privaten Themen. Die Chemie stimmt einfach. Wenn man alleinerziehend ist, sind viele Alltagssituationen schwieriger. Manchmal weiß ich einfach nicht weiter. Ich wünsche mir individuelle Beratung, wo man Tipps bekommt, sich Rat holen kann. Aber mein Empfinden ist, dass wir bei vielen Angeboten immer wieder auf Barrieren stoßen. Ich kann mich nicht mit den Beratenden identifizieren. Man wird nicht warm, die Barriere bleibt. Ich habe schon vieles ausprobiert, aber Infos, die ankommen und hilfreich sind, haben wir nicht bekommen. Deshalb haben wir uns überlegt, eine Erzieherin, die selbst betroffen ist, bei der man andocken könnte, wäre besser. Mit Christine, wenn ich mich beispielsweise mit ihr austausche, fühle ich mich hinterher immer erleichtert und es geht mir besser. Zu Hause packt Marina nun die Kartons. Für sich und ihre Kinder. Für mich war die Wohnungssuche am Anfang sehr schwer. Ich habe bei der Caritas einen Antrag auf Wohnungslosenhilfe geholt, um Unterstützung zu bekommen. Ich habe dann einfach im Internet gesucht und auch was gefunden und denen einfach einen Text gemailt. Das hat geklappt und ich wurde angenommen. Davor hatte ich 6 Jahre Wohnungen gesucht. Das war sehr schwer. Ich habe dann diese kleine Wohnung hier genommen, um nicht weiter suchen zu müssen. Aber jetzt hat's geklappt. Die neue Wohnung.
Schon morgen wird die Familie hier einziehen. Das wird das Zimmer von Melina. Und meine Söhne bekommen da drüben ihr Kinderzimmer. Ich hatte Familienzeit und würde gerne wieder arbeiten gehen. Dafür suche ich einen Teilzeitjob. Auch bin ich noch auf der Suche, welcher Beruf zu mir und meiner Situation passt. Ich wünsche mir als erstes, dass sich meine Kinder gut entwickeln und eine gute Zukunft haben. Für mich ist auch wichtig, dass der Vater der Kinder und ich, dass wir als Eltern gut zusammenarbeiten. Auch im Zusammenhang mit dem Sorgerecht. Dass wir, also der Vater der Kinder und ich, bei Themen wie Bildung, Schule oder Veränderungen gut zusammenarbeiten. Das ist mir wichtig. Der Zug soll dann rechts abbiegen. Okay, sollen wir das ausprobieren? Mit Weiche. Okay, was soll ich dir dann holen? Das hier? Ich wünsche mir eine Mutter-Kind-Kur. Ich hoffe, dass ich das durchführen kann. Und dann würde ich gerne mit meinem Sohn in den Urlaub fahren. Das haben wir noch nie gemacht. Sowas? Eine kleine Kurve? Ob ich eine Vorstellung davon hatte, wie es als Alleinerziehende ist? Ein bisschen. Meine Mama war auch alleinerziehend. Das habe ich mitbekommen, aber damals noch nicht so verinnerlicht. Ich habe sie in vielen Situationen nicht verstanden. Erst heute, wo ich selbst Alleinerziehende bin. Ich habe zwar nur ein Kind, aber trotzdem geht da so viel Kraft drauf. Dazu der Schlafmangel. Die Frage, wann man endlich wieder eine Pause machen kann. Wenn man krank wird oder sonst was Unvorhergesehenes passiert. Ich muss einfach die ganze Zeit funktionieren. Ich kann nicht einfach mal die Füße hochlegen und mir einen Film anschauen. Das ist für mich eine große Herausforderung. Aber ich kann auch ganz viel lernen.